Hallo, Moje, Jodedach. Herzlich willkommen auf meinem kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mich hat beim 1. FC Köln schon immer mehr fasziniert als nur die 90 Minuten auf dem Platz. Die Fankultur, die Geschichten, die Symbole. All das macht diesen Verein einzigartig. Und ein Teil davon sind die Trikots. Für mich sind sie mehr als Sportkleidung. Sie sind Kunstwerke. Manche sammeln Briefmarken, andere Oldtimer. Wieder andere hängen sich Gemälde von Picasso ins Wohnzimmer. Und manche sammeln einfach alles. Und dann gibt es die ihre Leidenschaft ganz anders ausleben. Die einen im Fitnessstudio, die anderen im Extremsport. Manche sogar in der Küche oder auf der Bühne. Und manche, lassen wir es lieber. Ich dagegen sammle Trikots. Denn jedes einzelne ist wie ein Kunstwerk, ein Design voller Ideen, ein Spiegel seiner Zeit und ein Stück FC-Geschichte, das man tragen kann. Willkommen also in meiner persönlichen Ausstellung, den Top 20 meiner FC-Trikotsammlung. Ja, liebe Freunde, während ihr dieses Video seht, ist Länderspielpause und ich bin im Urlaub. Ich bin in Serbien, in meiner Heimat, und dieses Video ist so eine Art Traumprojekt von mir. Es ist eigentlich auch der Grund, warum ich diesen Kanal gegründet hatte. Ich bin ein leidenschaftlicher Trikotsammler, aber auch leidenschaftlicher FC-Fan. Und immer dann, wenn mich jemand fragt, weshalb bist du eigentlich FC-Fan, dann sage ich, wirf mal einen Blick auf dieses Wappen. Wisst ihr, ich war, bevor ich Fußballfan geworden bin, in erster Linie Basketballfan. Insbesondere NBA. Ich habe auch schon mal eine Art Q&A gemacht, letzten Winter. Ihr könnt gerne mal durch die ganzen Videos durchscrollen, dann seht ihr das. Da beantworte ich sehr, sehr viele Fragen zu mir und meiner Persönlichkeit und meiner Geschichte, wie ich FC-Fan geworden bin. Aber in erster Linie sage ich mal, das FC-Wappen erinnert mich doch sehr an die ganzen NBA-Logos. Ihr habt ein Tier, ihr habt eine gewisse Symbolik, die mit der Stadt zu tun hat. Und ich sag mal so, ich mache mein Fansein nicht davon abhängig, wie der FC spielt. Also ich werde mich sicherlich nicht von ihm abwenden, selbst wenn er mal in der 5. Liga oder so sich wiederfinden würde. Das haben die Düsseldorfer auch schon überlebt. Und einfach schon, wenn ich dieses Wappen sehe, wenn ich die Kleidung sehe, wenn ich das Merchandise sehe, dann, sag ich mal so, dann werde ich wahnsinnig. Der FC hat halt so viel zu bieten, auch als Marke. Ich weiß, das wird nicht gerne gesehen im fußballtechnischen Kontext. Aber es ist einfach so, dass der FC eine wunderbare Verkaufsmasche an und für sich hat. Und das bindet mich nach wie vor an den FC. Ich habe dadurch halt eine Wahrnehmung von FC, wie, ich sag mal so, manche in den USA von Vereinen oder Mannschaften wie den Chicago Cubs. Der FC ist halt ein lovable Loser, ein liebenswürdiger Verlierer, so gesehen. Und irgendwie dadurch bindest du dich fantechnisch noch mehr. Ich habe auch schon so einige Trikotvideos produziert, erst vor kurzem eins über das Ausweichtrikot, natürlich auch ein paar, die etwas kritischer waren. Die meisten Dislikes habe ich für das Video zum Auswärtstrikot bekommen, das haben viele anscheinend persönlich genommen. Ich habe auch das Heimtrikot ein bisschen kritisch bewertet, aber wenn ihr heute diese Liste seht, die Top 20 meiner Trikotsammlung, dann werdet ihr verstehen, wo ich herkomme. Dann werdet ihr verstehen, dass ich schon Besseres gesehen habe und dass der FC es auch besser kann. Aber das ist nicht der Hintergrund zu diesem Video. Ich möchte euch einfach nur zeigen, was so quasi die Schmuckstücke meiner Sammlung sind. Und das ist auch die Grundregel. Ich muss das Trikot besitzen. Es ist die Top 20 meiner Sammlung und nicht die Top 20 FC-Trikots aller Zeiten, sonst sehe diese Liste nochmal ganz anders aus. Es hat viel mit meinem eigenen Geschmack zu tun. Ihr würdet wahrscheinlich eine ganz andere Liste aufstellen. In vielen Dingen werdet ihr mir wahrscheinlich auch widersprechen, auch was die Reihenfolge angeht. Aber trotz alledem, ich wollte dieses Video unbedingt machen und somit viel Spaß mit meiner Top 20. Und warum Top 20? Ich wünsche mir eine 20er Bundesliga, weil die schlechteste Platzierung des 1. FC Kölns in seiner Bundesliga-Geschichte war Platz 18. Platz 20. Karnevalstrikot-Saison 23/24. Also, als ich die ersten Bilder dieses Trikots gesehen habe, dachte ich mir, okay, rot-weiß gestreift haben wir auch schon besser gesehen. Allerdings,
die Details sind das, was dieses Trikot für mich zu was Besonderem gemacht hat. Die es zu einem Trikot gemacht hat, das für mich zu den besten meiner Sammlung gehört. Diese Details, die werden wir uns jetzt gleich mal ansehen. Das war noch so die Zeit, wo ich dachte, okay, vielleicht ist Hummel dann doch eventuell der perfekte Ausrüster für uns. Aber mit der Zeit wurde ich eines Besseren belehrt, finde ich persönlich. Wie gesagt, das hier ist mein persönlicher Platz 20. Ihr werdet euch wahrscheinlich fragen, hat er nichts Besseres zu bieten? Ja, habe ich, aber trotzdem sehen wir uns das Trikot mal an. Ja, da wären wir nun beim ersten Highlight meiner Sammlung. Hier ist das Karnevalstrikot von der Saison 23/24. Also ich muss schon sagen, unter der Beleuchtung fallen die goldenen Applikationen ziemlich gut auf. Wie schon gesagt, auf den ersten Fotos war das halt nicht so der Fall. Da dachte ich mir auch so, okay, ja, geht so. Aber dann, als ich es dann in meinen Händen hielt, ja, ihr wisst ja, das Kölsche Wappen macht halt das Karnevalstrikot erst recht so richtig geil. Deswegen muss ich einfach nochmal darauf hindeuten. So, sehen wir uns doch mal diese ganzen Applikationen an. Denn was einfach hier richtig geil ist, hier sind goldene Geißböcke eingezeichnet. Ihr wisst ganz genau, auf sowas fahre ich extrem ab. So richtig edel sieht das aus. Wirklich so wie eine altmodische Malerei. Zieht sich hier so übers ganze Trikot. Hier ist auch nochmal das Echtheitszertifikat. Ich zeige es mal vorsichtshalber, weil vielleicht denken manche, ich hätte es irgendwo am Strand gekauft. Das zieht sich auch natürlich über die Ärmel. Ja, der DEVK-Flock stört nach wie vor, aber leider kriegt ihr das Ganze nicht ohne. Auch alles so an und für sich richtig geil. Ich habe hier Mark Uth drauf. Ich fand einfach, er als Kölscher Jung passt ziemlich gut auf ein Karnevalstrikot. Der übliche Flock, den wir zu dem Zeitpunkt jahrelang hatten. Und ja, hier auf den Ärmeln diese 3 Symbole, die wichtig sind. Narrenkappe, Dom und Krone. Hätte ich vielleicht auch gerne auf einem anderen Ärmel gehabt, aber lassen wir das. Es ist schön so. Es ist schön so, wie es ist. Ja, und das wäre somit das erste Highlight meiner Sammlung. Mein persönlicher Platz 20, das Karnevalstrikot von der Saison 23/24. Platz 19. Heimtrikot-Saison 2000/2001. Ja, zu diesem Trikot habe ich eine ganz persönliche Verbindung. Also, mir wurde der FC nicht gerade in die Wiege gelegt. Ich habe mich bewusst für den FC entschieden. Wie gesagt, guckt das Q&A und dann werdet ihr es verstehen. Das ist das erste FC-Trikot, das ich besessen habe. Ich habe es danach noch weitere Male käuflich erworben durch verschiedene Portale. Es ist halt eine ideelle Verbindung. Es hat einen ideellen Wert für mich, dieses Trikot. Und vor allen Dingen, ich bin ja ein absoluter Befürworter davon, dass die primäre Spielfarbe von uns weiß ist oder rot und weiß. Das sollte die Heimtrikotfarbe sein. Und das hatte halt so Real Madrid-Vibes. Und wir nennen uns ja selber gerne das Real Madrid des Westens. Und aufgrund dessen musste dieses Trikot auch allein schon wegen des ideellen Wertes mit rein in dieses Ranking. Das gute Stück hier, das ihr hier seht, ist übrigens das Trikot, das ihr immer unter der Schneiderpuppe seht. Beziehungsweise das befindet sich unter der Kutte, die ihr normalerweise seht. Das habe ich geschenkt bekommen. Mutmaßlich soll das Matchworn sein. Ihr werdet später den Vlog sehen. Wisst ihr, das Einzige, was mich bei diesem schönen, edlen und schicken, Real Madrid-mäßigen Trikot gestört hat, war, dass der Sponsorenvlog vom VPV halt blau geblieben ist. Das nimmt den ganzen ein bisschen so die Vereinsfarbe weg. Und das Logo hier, das FC-Wappen, das ist diesmal das, glaube ich, erste Mal nicht eingestickt oder das zweite Mal. Und da bin ich kein großer Fan von. Es ist aufgebügelt. Da habe ich immer so Angst, dass es irgendwann mal abfällt. Ja, hier ist übrigens auch ein Bundesliga-Logo drauf. Ich verzichte meistens auf dieses Gimmick bei den heutigen Trikots, weil das sind Umkosten. Ja, und angeblich ist Markus Kurt der ehemalige Besitzer dieses Trikots gewesen. Also entweder ist es wirklich Matchworn oder es ist einfach ein gutes Fanshop-Trikot. Aber egal. Wie schon gesagt, ich habe ja ideelle Verbindungen mit diesem Trikot.
Ab dieser Saison war ich FC-Fan. Und ja, das Wappen im Vlog drin, das war hier das erste Mal zu sehen. Das war quasi Premiere. Sagt mal bitte in den Kommentaren, was findet ihr besser, wenn der erste FC Köln-Vlog über oder unter dem Trikot steht? Da ist es nochmal, wie gesagt, das hier ist so das erste FC-Trikot, mit dem ich Berührungspunkte hatte als Fan. Platz 18. Europa League Trikot 2017-18. Also das Trikot war definitiv für mich und wahrscheinlich auch für viele andere FC-Fans ein Must-Have. Nach 25 Jahren endlich wieder Europa. Europa League und ihr wisst alle, was für Emotionen damit verbunden waren. Wir haben gefeiert, als ob wir Deutscher Meister geworden wären oder zumindest DFB-Pokalsieger. Das war ein Erfolg, wie ihn wahrscheinlich viele Generationen nie erlebt haben und wurde auch dementsprechend gebührend gefeiert. Dementsprechend wurde auch sich an Merchandise alles besorgt, was möglich war, um das gebührend zu zelebrieren. Und als ich das Trikot auch gesehen habe, dachte ich mir, okay, sieht edel aus, muss ich haben. Allerdings, ich habe dieses Trikot später mal weggetauscht. Zuerst war da halt mein Landsmann Milos Jojic drauf, lange Zeit lang auch mein Lieblingsspieler beim FC gewesen, in der Zeit, wo er bei uns gespielt hat. Wurde mir ein bisschen zu groß. Dann habe ich es halt nochmal neu gekauft, habe es halt erstmal verkauft, neu gekauft. Und dazu gibt es eine sehr interessante Geschichte. Wisst ihr, wo wart ihr, als der FC die Transfersperre bekommen hat, als es bestätigt wurde? Wo wart ihr an dem Tag, wo das bekannt gegeben wurde und auch Steffen Baumgart entlassen wurde oder beziehungsweise man sich einvernehmlich getrennt hatte? So wird zumindest kommuniziert. Ich war am Klotwigplatz, habe dort auf jemanden gewartet, der mir dieses Trikot verkauft hatte und dann war das natürlich ein Thema, über das wir beide gesprochen haben. Ich fuhr zum Klotwigplatz, in der Tiefgarage kriege ich dann plötzlich die Notification und erfahre Transfersperre und dergleichen. Naja, das heißt, zwei Ereignisse sind mit diesem Trikot verbunden. Ein schönes und das schwärzeste Kapitel in der Geschichte des 1. FC Köln gleichzeitig. Ja, und mit dem Trikot hieß es dann, der FC ist wieder da. Und das in Nadelstreifen. Haben wir schon ein paar Mal in der Vereinsgeschichte gehabt, aber hier sah es ganz besonders schick aus, finde ich persönlich. Hier an der Seite seht ihr das Erima-Patch und das UEFA Respect-Patch. Damit das Ganze adäquat aussieht, so sind die Spieler ungefähr auch aufgelaufen. Natürlich ist es hier kein Matchrun, sondern ein Fanshop-Trikot. Dann kommen wir mal kurz rüber zum Echtheitszertifikat. Wie gesagt, damit ihr nicht glaubt, ich hätte das auf irgendeinem osteuropäischen Markt gekauft. So einem Hologrammstil quasi. Und natürlich das Europa League Patch, damit wir alle wussten, dass wir in diesem Trikot mal eine Runde Pokal gespielt haben in Europa. Jurassic ist hier hinten drauf. Ja, als ich ihn gekauft habe, ist er endlich mal in der Bundesliga durchgestartet. Hab's euch ja erzählt, das wurde nachgekauft, das Trikot. Und ja, ist doch schon geil, wenn du sagen kannst, hey, der hat mal bei uns gespielt. Der war zwar kein Stammspieler, aber hey, der war bei uns. Und ja, der Typ, der das gekauft hat, hatte wohl eine kleine Vorahnung. Ja, da wäre es nochmal in voller Pracht. Ein sehr schickes Teil. Bin froh, dass ich es habe. Es ist ein Teil wichtiger FC-Geschichte. Platz 17. Heimtrikot 1982-83. Wie oft höre ich in der Sammlerszene, hey, ich will ein Doppeldusch-Trikot, also ein Trikot mit eben diesem Sponsorenflock. Das gilt ja quasi in der Fanszene als eine Art heiliger Gral. Lukas Podolski hat das Trikot ja selber und nun ja, ich habe dann wirklich lange abgewartet, bis mal ein passendes Angebot zu finden war. Und meine Reise mit diesem Trikot verschlug mich nach Tunesien, wo ich natürlich nicht hingereist bin. Also war noch nie irgendwie außerhalb dieses Kontinents. Da gab es halt einen Verkäufer. Der hat mich halt über Instagram kontaktiert, aber ich habe den halt nicht über den Weg getraut. Und dann plötzlich ein sehr renommierter und angesehener Sammler, ein FC-Trikotsammler, der wirklich sofort Bescheid weiß, ob ein Trikot fake ist oder nicht, schickte mir dann den Link zu seinem Angebot. Und ich dachte mir, was? Der Typ ist kein Fake? Wie kann er kein Fake sein? Das ist doch nie im Leben seriös. Er meinte, doch, ist der. Ich habe mir alle Fotos angesehen. Wenn du Glück hast, dann holst dir. Der Preis war auch auf jeden Fall fair. Mehr als fair.
Also dafür, wie alt das ist. Also, ich will hier nicht drüber reden, wie viel es gekostet hat, aber ich konnte es mir auf jeden Fall locker leisten. Und, nun ja. Er hat es dann halt als Schenkung deklariert. Ich musste auch nicht irgendwie für einen Zoll drauf zahlen. Hab's dann erhalten. Ich hab's dann nochmal gegenchecken lassen. Und tatsächlich, ich habe ein Doppelduschtrikot. Allerdings, ja, es gibt gewisse Gründe, warum das nicht so hoch gerankt ist bei mir. Warum die Bewertung jetzt nicht so extrem krass ist. Aber natürlich bin ich froh, es in meiner Sammlung zu haben. Wer wäre es nicht? Ja, und damit sind wir schon beim ältesten Trikot meiner Sammlung gelandet. Es gibt ein paar Gründe, warum ich das Trikot nicht höher gerankt habe, aber es ist ja trotzdem immer noch ein mega schickes Vintage-Teil. Hier seht ihr, der Sponsorenflock ist, ja, ganz typisch aufgeflockt, halt, so etwas dicker. Das wollte ich damit sagen. Das Erima-Zeichen ist im Stoff mit verarbeitet worden. Und jetzt, das ist der Grund, warum ich es nicht so feiere. Mir gefällt der Kölner Dom hier drauf nicht so. Und diese Naht, die so einmal drumherum geht um das Wappen. Anstatt, dass die Naht vom Wappen ausgeht. Und das macht's halt nicht so schön. Ich weiß, damals wurde mit anderen Mitteln gearbeitet. Und es ist dadurch sicherlich ein Zeitzeuge, wie damals gearbeitet wurde, um es mal so auszudrücken. Aber ja, der Bock gefällt mir nicht so, die Form quasi, auch wenn es hier im Licht deutlich goldener aussieht. Das ist natürlich schön, aber wie gesagt, der Dom gefällt mir nicht so. Aber ich finde den Kragen wunderbar. Das ist vielleicht sogar einer der schönsten FC-Kragen, die wir hatten. Ja, dieses rot-weiß gestreifte, das sieht richtig cool aus, finde ich. Ja, wenn ich es mir genau ansehe, das Trikot hat zumindest den besten Kragen aller Zeiten. Aber ist natürlich schön altmodisch, man sieht ihm sein Alter an, ist aber auch sehr eng geschnitten. Hinten ist nichts drauf. Ich belasse es auch dabei, werde nicht nachbeflocken. Und ja, das zeigt nochmal, was so geil ist an Longsleeve, beziehungsweise Langarm. Ja, auch nochmal dieser Ringelstil, der geht bis zum Arm herunter. Und hier ist nochmal, ja, das ist jetzt kein Echtheitszertifikat, sondern einfach nur das Nackenlabel. Für diejenigen, die das gerne mal überprüfen möchten. Aber wie schon gesagt, ich bin froh, es zu haben. Ich bin froh, es zu haben. Aber es gehört nicht zu den schönsten, die wir jemals hatten. Aber natürlich auch schön, es in der Sammlung zu haben. Platz 16. Torwart-Trikot 1998-99. Das hier ist das einzige Torwart-Trikot, das ich in dieses Ranking mit reingenommen hatte. Erstens, weil Markus Pröll hinten drauf ist. Das war so der erste Torwart, den ich beim FC wahrgenommen habe. Ja, ich besitze auch ein Trikot von Bodo Illgner, aber das ist, ja, XS. Was soll ich damit? Ich habe auch noch ein Real Madrid-Trikot von Bodo Illgner. Das ist dann so mein kleiner Ausgleich. Das kann ich tragen. Das passt mir. Ja, das ist jetzt so meine kurze Story zu diesem Trikot. Ich habe es tatsächlich als absoluten Schnapper erhalten. Da war halt jemand, der hatte halt nicht so emotional an diesem Trikot gehangen und war auch nicht so in der Sammlerszene bewandelt. Ich hatte ihm gesagt, du kannst eine Menge dafür verlangen. Und dann hat er mir halt einen Freundschaftspreis gemacht, einen Puffi, da war es mir wert. Ja, ich habe es für einen Puffi bekommen. Ist noch nicht mal allzu lange her. Stolzer Besitzer. Sieht doch cool aus, oder? Ja, was ich bei Torwart-Trikots früher immer so geil fand, war, dass das so quasi Pullover waren. Während halt die Feldspieler-Trikots halt so moderne T-Shirts waren die hier wirklich Pullover. Das Ding ist wirklich schwer, das seht ihr kaum und diese Noppen sind so interessant. Ich frage mich richtig, ob die wehgetan haben, weil Feldspieler-Trikots oder generell Spielertrikots haben sich ja früher von den Fanshop-Trikots nicht allzu sehr unterschieden. Das ist nämlich hier auch auf den Ärmeln so. Hier sind auch diese Noppen drauf. Weiß nicht, ob die irgendwie dazu da waren, dass, wenn er sich hinwirft, der Torhüter, dass es irgendwie einen Effekt hat. Ich weiß auch nicht. Sieht auf jeden Fall richtig cool aus, so vom Gesamteindruck her. Er kann es auf jeden Fall als coolen FC-Pullover tragen. Ja, mit diesem Pullover haben wir dann halt in der zweiten Liga gespielt. Naja, jetzt habe ich Pullover gesagt, ich meinte eigentlich Trikot. Was ich hier so ein bisschen strange finde, ist, dass das FC-Wappen so nah an der Schulter sich befindet. Feiere ich jetzt nicht gerade, aber okay, wollen wir jetzt nicht großartig meckern. Ist ja trotzdem immer noch eins meiner Lieblingsstücke der Sammlung. Ja, Markus Pröll.
das war der erste Torhüter beim FC, den ich richtig wahrgenommen habe und den ich richtig geliebt habe. Ich habe den richtig gemocht. Auch ein Kölscher Jung und dergleichen. Und ja, ihr seht hier, Nummer 21. Wir kennen eine andere 21. Jetzt mittlerweile auch aus der Vergangenheit. Das hier ist die beste 21, an die ich mich erinnern kann. So auf die Schnelle. Tut mir leid, der Spruch Richtung Tigges musste jetzt auch nochmal sein. Ja, hier Bundesliga-Patch und an den Ärmeln war immer so ein Puma-Patch drauf. Das war auch so quasi ein 3D-Druck. Und ja, das ist auch hier an der Stelle gepolstert. Ja, das war wahrscheinlich, wenn der Torhüter den Ball auf dem Boden gefangen hat oder sich hingeworfen hat, dass das dann weniger schmerzt. Sollte zumindest der Effekt sein. Ja, das ist halt ein weiteres Highlight meiner Sammlung und auch das einzige Torhüter-Trikot, das ich mit in dieses Ranking mit reingenommen habe. Platz 15. Auswärtstrikot 1988-89. Das Trikot war lange Zeit lang mein ältestes Trikot in meiner Sammlung. Also nur das Doppeldusch-Trikot, was ihr vorhin gesehen habt, das ist älter. Das hier ist von 1989. Auch wieder gegenchecken lassen, überprüft und dergleichen und wurde auf jeden Fall als legit deklariert. Auch wieder einen fairen Preis dafür erhalten. Mit diesem Trikot verbinde ich natürlich halt Icke Hessler, Jürgen Kohler, Christoph Daum. Manchmal liebäuglich damit, weil hinten ist kein Flock drauf. Vielleicht von Litbarski einen Flock hinten drauf zu machen, weiß ich nicht. Ich denke drüber nach, weil man kann ja heutzutage nachflocken. Ich kenne nämlich einen Restaurator, einen Trikotrestaurator und der macht das perfekt. Einige meiner Trikots sind ja auch restauriert worden entsprechend. Werdet ihr auch in den weiteren Clips noch mitbekommen. Und das war halt so eine Zeit, wo der FC das letzte Mal wirklich, wirklich ganz oben in der Tabelle war. Und ja, so ein Erinnerungsstück möchte man unbedingt haben. Ist ein schönes Trikot. Persönlich finde ich zwar den Sponsorflock ein bisschen zu schwarz. Das macht das Trikot rot-schwarz oder schwarz-rot. Ihr wisst, was mich daran stört. Da ist jemand auf der anderen Reihenseite, den ich nicht besonders mag. Und aber ansonsten, natürlich, hey, guckt euch mal an, wie groß der Geißbock allein schon auf diesem Trikot drauf ist. Must have. Okay, dann sagt mir mal, an welchen Spieler denkt ihr, wenn ihr dieses Trikot seht? Ich würde sagen, Icke Hessler. Ja, okay, es wirkt natürlich ein bisschen zu rot-schwarz auf den ersten Blick. Hätte ich lieber einen weißen Samsung Flock gehabt, aber okay. Ja, den Verlauf des Kragens, ja, der gefällt mir ganz gut. Diese Überlappung quasi. Ihr seht das, es ist ja ein bisschen in die Jahre gekommen. Der Stoff, das ist auch ein ganz, ganz alter Stoff. Ich habe jetzt nicht mehr recherchiert, welcher Stoff das ist. Steht im Nackenlabel drin, aber ja, habe ich jetzt keinen Bock drauf zu überprüfen. Schöner, großer Geißbock, mein Lieblingswappen. Dieses Wappen, da habe ich auch schon ein Video drüber gemacht, wie schon gesagt, aber einfach perfekt für den Gesamteindruck. Ein bisschen strange, dass der Puma-Flock über dem Wappen steht und nicht gegenüber auf der anderen Brustseite. Den hinteren Bereich habe ich leider nicht aufgenommen, aber da ist sowieso alles clean und nichts drauf gedruckt. Platz 14. Auswärtstrikot 2000-2001. Ey, wie schwer es war, dieses Trikot zu bekommen. Also heutzutage zumindest. Hab's halt damals beim Release nicht geholt, auch wenn das zu den ersten Saisons gehört hatte, wo ich schon bereits Fan war. Ich meine, klar, ich war noch zu jung, habe kein Geld verdient. Ich war ein Kind. Versteht ihr, was ich meine? Ging halt nicht. Ja, und dann war es dann irgendwann mal zu einem vernünftigen Preis. Vor allen Dingen, das ist ja Größe S, aber dieses breite S, dieses 90er Jahre S oder dieses Anfang 2000er S, wo das halt für Größe M bis L Träger tatsächlich leicht zu tragen ist. Wurde inseriert bei Kleinanzeigen, bin dann schnell nach der Arbeit rüber nach Köln-Dünnwald gefahren. Hab's aber irgendeinem Typen abgeholt, der war noch nicht mal zu Hause. Seine Eltern haben mir das Trikot überreicht. Ja, das sind immer diese kleinen Geschichten. Ich mag dieses Trikot sehr. Fand es immer sehr edel. Es wirkte irgendwie so meisterlich schon fast auf dem Rasen. Hab da wirklich lange Zeit lang nachgesucht und allein schon, wie das Rot und Weiß so energisch gestreift ist. Und dieser Kragen da auch noch so edel darauf aussieht, das war auch wieder so ein Trikot, das ich unbedingt haben musste und wir nehmen das jetzt mal ein bisschen unter die Lupe.
Der Teil meiner serbischen Verwandtschaft wird mich umbringen, wenn er das hier sieht. Das sieht wirklich aus wie ein Roter Stern Belgrad-Trikot, ein bisschen. Aber komm, da sind FC-Symboliken drauf. Aber durch den blauen VPV-Sponsor sieht es doch ziemlich danach aus. Aber ihr seht ja den Partisan-Wimpel im Hintergrund. Ich denke, für wen mein Herz in Serbien schlägt, ist ein wahrscheinlich sehr interessanter Kontrast an der Stelle. Das sind halt die beiden Herzvereine, aber es geht um die Essenz und nicht um die Vereinsfarben. Und die werden hier super repräsentiert. In diesen rot-weißen Blockstreifen. Alles super kompakt und ich fand einfach vom Gesamtbild her das Ganze sehr, sehr schön. Auch hier den Kragen, der dann halt kompletten Kontrast zu dem Gesamtbild des Trikots bildet. Fand ich wunderbar. Das sieht einfach richtig schick aus. Hinten habe ich natürlich Dirk Lottner drauf. Das ist so der Spieler, den ich mit diesem Trikot so ganz besonders verbinde. Ihr wisst ja, Dirk Lottner, das ist so meine persönliche FC-Legende. Die Legende, die mich quasi zum Fan gemacht hat. Ganz, ganz wichtig, so ein Trikot mit einer FC-Legende geflockt zu haben. Ja, wie schon gesagt, hier stand noch der Name des Vereins über der Nummer und nicht umgekehrt. Hier halt der Name des Spielers drunter. Und ja, was sagt ihr? Würdet ihr auch das Trikot so hoch ranken? Ich persönlich bin richtig glücklich gewesen. Hab lange gebraucht, dieses Trikot zu bekommen. Hab's nämlich nicht beim Release gekauft damals. Aber ich wollte es von Anfang an. Platz 13. Jubiläumstrikot 1997-98. Leider Gottes ist dieses Trikot das, was in meiner Sammlung am meisten in Mitleidenschaft gezogen wurde. Ja, in Leidenschaft wäre schön, aber naja, in Mitleidenschaft. Naja, ich hatte versucht, den Flock hinten wegzumachen, weil das war ein Kinderflock. Hab mir halt so ein Lösungsmittel geholt und ich hätte in das Trikot hinein noch eine Unterlage legen müssen. Habe ich nicht gemacht. Es gab eine Verfärbung. Dann hat der Kinderflock tatsächlich auch noch Spuren hinterlassen. War dann quasi eingebleicht in das Trikot und dann habe ich es halt zum Restaurator geschickt. Den Restaurator meines Vertrauens. Und ich sag mal so, er konnte nur Schadensbegrenzung machen. Aber trotzdem, ich bin dankbar, dass das Trikot noch einigermaßen vernünftig aussieht. Falls ihr tauschen wollt, Größe M. Ich will wenigstens sagen, das hat der Leo verkackt, das Trikot. Okay, komm. Reden wir uns nicht ein, dass ich irgendwie die Massen so bewege, dass es jemand machen würde. Aber naja, trotzdem. Ich hab's weiterhin in der Sammlung drin. Ich will's nicht weggeben, solange ich nicht einen adäquaten Ersatz habe. Und hier hätten wir das Trikot, das am meisten durchmachen musste. Oh Mann, ich habe den Restaurator. Ich glaube, ich habe ihm richtige Kopfschmerzen bereitet. Also das hier war bei einem Restaurator, weil ich es ziemlich ramponiert hatte. Ich wollte nämlich hinten einen Flock entfernen. Deswegen werdet ihr wahrscheinlich gleich ein paar Verfärbungen sehen, denn ich habe keine Unterlage in die Innenseite des Trikots gelegt. Was für ein Vollidiot, ey. Naja, ja, einfach mal Gesamteindruck von Sponsoren wie auch Wappenflock. Ja, okay, beim Kragen fand ich diese schwarze Linie nicht so schön. Ihr wisst ganz genau, an was mich das erinnert. Aber gut, trotzdem, das hier ist unser erstes Jubiläumstrikot. Auch wenn wir abgestiegen sind, ist es immer noch ein richtig schönes Trikot. Hier die Verfärbungen, ihr seht diese roten Verfärbungen. Aber gut, ich kenn Sammler, die würden es auch trotzdem kaufen. Ja, hier dieses Zertifikat zum Jubiläum, 50 Jahre FC. Warum eigentlich schwarz-rot? An den Ziehfäden seht ihr auch, dass es halt auch wirklich ein altes Trikot ist. Manche Leute stört so ein Ziehfaden. Ich sage, es ist ein Beweis, wie alt das Trikot ist. Das ist der absolute Beweis dafür, dass ein Trikot etwas älter ist. Und deswegen, mich stört das nicht. Ich kenne Leute, die es stört, aber ich persönlich sage, geht vollkommen klar. Her damit, dann weiß ich wenigstens, dass ich nicht verarscht werde. Fand ich sehr cool, wie hier 1. FC Köln über das Trikot gezeichnet wurde. Das ist mit eingefärbt. Ja, und ihr seht, da war früher ein Kinderflock drauf beim Vorbesitzer. Ich habe es ja vorher nicht besessen. Und ich habe es versucht irgendwie kaschieren zu lassen. Er hat drüber geflockt mit einem richtigen Erwachsenenflock. Da war auch schon vorher Treadshock drauf.
Naja, das Ding ist halt ein Sammlerstück, aber ich glaube, im Stadion lasse ich mich damit besser nicht mehr blicken. Will jemand tauschen? Das Größe M. Keine Ahnung. Ich tausche gern gegen L oder S. Ist mir egal. Wenn ihr es in M unbedingt haben wollt, meldet euch. Trotzdem, trotz alledem, wie ramponiert es ist, ich bin froh, dass es Teil dieser Sammlung geworden ist im Nachhinein. Ein wundervolles Trikot. Platz 12. Conference League Trikot 2022-23. Ich kann vollkommen verstehen, wenn manche von euch sagen, was hat das hier zu suchen und warum wird das so hoch gerankt? Bei einem Doppelduschtrikot, bei einem Jubiläumstrikot und so weiter, ich verstehe euch vollkommen, aber es ist das Design. Das Design sticht halt hervor, es ist halt mega ausgeflippt, wir sind ein ausgeflippter Verein, wir sind ein fröhlicher Verein und das repräsentiert dieses Trikot. Es ist einfach ein cooles Design. Wenn du schon ein weiteres Mal rot-weiß gestreift bringst, dann bring es mal so. Dann bring es mal so. Da dachte ich noch, wir sind auf einem guten Weg mit Hummel. Das war ihre Debütsaison. Und da dachte ich, okay, ja, das sind so diejenigen, die auch aus uns, Entschuldigung für den Versprecher, ich habe kein Rhetorikstudium gemacht, die halt auch aus uns eine besondere Marke machen. Ich dachte wirklich, das wäre eine super Kombination. Aber gut, dieses Trikot gehörte zu den wenigen Ausnahmen. Ja, ich dachte wirklich, als dieses Trikot released wurde, wir und Hummel, das passt zusammen. Die lassen sich was einfallen. Ja, wenn schon rot-weiß gestreift, nachdem wir das schon so oft in der Vereinsgeschichte hatten, dann auf jeden Fall einfallsreich. In diesem Trikot sind wir in der Conference League angetreten und ich fand das richtig geil, so diese Idee, so von wegen, als ob so ein Maler und Lackierer so hier und da den einen oder anderen Strich etwas ungenau gezeichnet hätte oder sich verzeichnet hätte. Wird dann aber ein bisschen hässlich hier an der Stelle, wo diese Hummelpfeile kommen. Das ist irgendwie so ein Stilbruch, der mir nicht gefällt. Du hast das Trikot auch mit so einem Telekom-Zeichen bekommen. Mit dem sind wir dann in der Conference League aufgelaufen. War mir wichtig, auch noch drauf zu haben. Echtheitszertifikat, wie immer. Also was heißt hier wie immer? Wenn eins drauf ist, dann zeige ich es euch. Hier unten auch noch mal so ein Hummel X 1. FC Köln Schriftzug. Mir gefiel der Kragen hier sehr gut. Also das fand ich richtig schick. Das fand ich irgendwie edel. Keine Ahnung, kann ich nicht genau sagen, wieso ich das so edel finde. Einfach, weil es so perfekt ineinander übergeht. Ja, und hier nochmal ein genauer Blick auf die Schulter. Ihr seht hier diese Löcher, die sind wahrscheinlich irgendwie wegen der Schwitzen oder sowas damit eingebaut. Irgendwas in der Richtung. Und natürlich Conference League Logo musste unbedingt sein. Du willst ja zeigen, dass du hiermit in der Conference League aufgelaufen bist. Wir waren ja alle stolz. Deswegen, wir wollten schon, wenn schon, dann alles komplett haben bei diesem Trikot. Und hier habe ich Jan Thielmann drauf. Zu dem Zeitpunkt eher sowas wie der Shootingstar. Mittlerweile fester Teil des Kaders. Was mir aber sehr gestört hat, Achtung, der Vlog war richtig schlecht. Ich sehe jetzt schon, dass ich demnächst mit meinem Restaurator Kontakt aufnehmen muss, weil der klebt. Ihr faltet das Trikot zum Beispiel und das klebt aneinander. Das Problem hatten sehr, sehr viele FC-Fans und haben sich dann natürlich dementsprechend und zu Recht drüber echauffiert. Der wird irgendwann mal abfallen auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich habe da so einen Restaurator meines Vertrauens. Der wird sich ja wahrscheinlich, wenn es dann eskaliert, darum kümmern. Ich habe das Trikot nämlich zweimal. Und ihr wollt nicht sehen, wie das aussieht bei meinem Kilian-Vlog. Und hier nochmal zu guter Letzt ein kompletter Blick auf das Trikot. Ich fand das richtig cool. Es war für mich tatsächlich vom Design her eins der besten, das ich in meiner Sammlung habe. Einfach nur schön. Und deswegen auch so hoch bewertet. Platz 11. Ausweichtrikot 2025-26. Ja, hasst mich ruhig, dass ich das jetzt hier getan habe. Aber ich werde einfach nicht dieses Glück vergessen, das ich verspürt habe, als ich dann die ersten Leaks zu diesem Trikot gesehen habe und als es dann wirklich vor mir war. Ja, ich weiß, ich kritisiere Hummel sehr oft. Ich bin mit ihnen insgesamt über den gesamten Zeitraum nicht zufrieden als Gesamtergebnis. Aber wenn sie denn mal was rausgehauen haben, dann haben sie richtig abgeliefert.
Das werdet ihr halt in diesem Ranking sehen. Und wie gesagt, ist halt meine Trikotsammlung. Es ist nicht irgendwie die besten aller Zeiten. Was ich nicht besitze, das besitze ich halt nicht und wird halt nicht bewertet, wenn ich es nicht in den Händen gehalten habe oder getragen habe. Hier der Fall. Direkt begeistert gewesen. Und es interessiert mich auch 0,0, was die Leute sagen. Das sieht aus wie Augsburg, das sieht aus wie Hansa Rostock, aber es sieht auch aus wie Barcelona. Und es sieht auch aus wie Fortuna Köln, nur halt haben wir das mit den Trikotsponsor besser gelöst, sage ich mal so an der Stelle. Wir wollten alle, wirklich sehr, sehr viele FC-Fans wollten ein schwarz-goldenes Trikot haben. Haben viele Vereine gehabt, schon vorher. Ist halt blöd gelaufen, dass diese Saison so viele weitere Vereine auf den Trichter gekommen sind. Und wir dann halt auch. Und ja, ich weiß, auch Augsburg hat Hologramme. Aber sind es dieselben Muster? Nein, das sind Kölner Dommuster. Ich will es mir nicht schönreden. Ja, wir haben gegenseitig voneinander abgekupfert. Aber es gibt gewisse Trikots, die haben eine gewisse Tradition vom Design her, die von verschiedenen Vereinen schon getragen wurden. Da sage ich ganz ehrlich, da mache ich mal eine Ausnahme. Dazu gibt es jetzt keinen Einspieler, denn dazu habe ich schon ein Video gemacht. Könnt ihr gerne euch nochmal ansehen. Platz 10. Jubiläumstrikot 2022-23. Keine Sorge, wir sind jetzt durch mit Hummel. Das hier ist das letzte Hummel-Trikot, das ich in dieses Ranking mit reingenommen habe. Und was soll ich sagen? Ich war halt begeistert, als ich das Design sah. Wenn es halt geil ist, dann ist es halt geil. Und das ist hier der Fall. Ich mochte halt diesen altmodischen Stil, den sie da abgeliefert haben und in Einklang gebracht haben mit der Moderne. Wie sie auch diese ganzen Farben vom Sponsorenflock mit ins Trikot verbunden haben. Das haben sie halt gut gelöst. Verdammt gut gelöst. Und sowieso, du bist bei mir, sagen wir mal so, immer gern gesehen, wenn du den braunen Geißbock magst. Und schade nur, dass es halt immer nur auf solchen Special-Trikots mittlerweile wiederzufinden ist. Tolles Design. Ich habe es sogar 3-mal gekauft. Ich habe es einmal mit Franz Krämer drauf, ich habe es einmal mit Mucki Banach drauf und einmal mit Flohe. Das ist ja halt die Tradition bei einem Jubiläumstrikot mittlerweile, dass du dir halt eher einen Wunschflock drauf machst mit einer FC-Legende. Und das hat halt hier super gepasst. Ich konnte nicht Nein sagen, Trikot hat mir direkt gefallen. Und bis heute habe ich die Faszination dafür nicht verloren, weil es tatsächlich zu einem unserer edelsten gehört. Also wenn sie mal was richtig gemacht haben bei Hummel, dann haben sie was richtig gemacht, aber es sind meistens in dem Fall Sonder- oder Ausweichtrikots gewesen. Jetzt seid doch mal ehrlich, Leute. Dieses Trikot schlägt doch perfekt eine Brücke zwischen Oldschool und New School. Also da hat sich Hummel wirklich was einfallen lassen zu dem Zeitpunkt. Hier dieser altmodische Kragen mit diesen Kordeln, die sich da drüber ziehen. So wie es die Spieler früher getragen haben. Der Stoff ist übrigens so eine Art Polo-Shirt-Stoff. Das trägt sich richtig gut, muss ich sagen. Also das hätte ich wirklich am liebsten permanent bei Trikots. Nicht so dieser feste Stoff, in den du dich reinquetschen musst. Dieser Stoff passt sich mehr oder weniger dir selber an. Ja, wie schon gesagt, du kannst bei mir nichts falsch machen mit solchen Trikots. Ich find's cool, wie so diese Hummelpfeile so ganz langsam schimmern. Und danke an DVK. Auch bei diesem Trikot haben sie sich ein bisschen angepasst. Ist zwar immer noch grün, aber egal, wurde perfekt integriert. Kann ich mit leben. Sieht einfach toll aus, seid doch mal ehrlich. Und hier dieser Stick, 13. Februar 1948. Auch sehr nice. Also das macht's noch edler, muss ich sagen. So, den Flock, den ich hier drauf habe, ist unser erster Präsident, Franz Krämer, mit der Nummer 48. Ich finde diese Zahlen hier so cool, wie verschnörkelt das ist. So dieses retrofuturistische, auch so diese Buchstaben, wie verschnörkelt die sind. Das macht den Gesamteindruck noch besser. Ich habe das übrigens 3-mal gekauft. Das ist einmal mit Franz Krämer. Ich habe es noch mit Flohe und mit Mucki Banach. Ihr wisst, Jubiläumstrikots, die haben halt diese Tradition bei uns FC-Fans, dass du dir einen Wunschspieler drauf machst und in dem Sinne eine FC-Legende. Und hier habe ich dann nochmal zusätzlich Franz Krämer gekauft gehabt. Und hier nochmal ein genauer Blick darauf. Ich finde, tatsächlich zu Recht gehört zu einem der besten Trikots, die der FC bisher rausgebracht hatte. Platz 9. Karnevalstrikot 2018-2019.
Nur so zur Info. Wenn ihr dieses Trikot besitzt, dann habt ihr einen ziemlichen Goldesel. Also wirklich, die Sammler reißen sich darum. Ich bin glücklich, es überhaupt zu haben. Für mich das ultimative Karnevalstrikot, weil dieser Ringelstil, ihr kennt es wahrscheinlich, das ist so ein typisches kölsches Hemd, T-Shirt, nennt's wie ihr wollt. Das ist ein Teil der kölschen Kultur, genau dieses Muster. Und dass sich das in einem FC-Trikot widerspiegelt, ist doch einfach das perfekte Match. Wisst ihr selber. Ganz klarer Pflichtkauf für mich gewesen. Das ist wirklich das definitiv beste Karnevalstrikot, das wir jemals hatten. Gibt sicherlich manche, die das anders sehen, denen andere Designs besser gefallen haben. Vielleicht auch meinen persönlichen Platz 20. Vielleicht sagen die Leute, das hat mir besser gefallen. Aber das hier ist so perfekt im Einklang mit allem, was den FC und Köln ausmacht. Und da wären wir nun beim für mich besten Karnevalstrikot, das wir jemals herausgebracht haben. Also wirklich, Leute, das ist einfach perfekt. Ihr wisst ja, es gibt so viele Shirts im Kölner Karneval, die genau dieses Muster haben. Dieses Ringelmuster. Also, ich weiß, die Düsseldorfer, die tragen gerne auch Querstreifen, aber keiner macht das so gut wie wir, glaubt's mir. Das ist einfach das perfekte Karnevalstrikot. Es ist genau das Muster, das nötig dafür war. Ja, hier seht ihr nochmal den Uhlsport, das Uhlsport Patch. Natürlich bei einem rot-weißen Trikot geht der Rewe-Flock optimal über, muss man sagen. Hier natürlich diese 3 Symbole, Narrenkappe, Dom und Krone. Noch einmal meinerseits ein Vermerk, hätte ich gerne auf beiden Seiten der Ärmel. Also links wie auch rechts. Das macht das Ganze immer so schön edel und schick. Also ich muss schon sagen, als ich das erste Mal gesehen habe, ich kam nicht aus dem Schwärmen raus. Nur dieser Schriftzug spürbar anders, den hätten sie sich sparen können. Ich werde euch auch gleich sagen, warum sie sich das hätten sparen können. Benno Schmitz ist hier hinten drauf. Das wirkt einfach so, auch wenn Benno Schmitz kein Kölner ist. Also ist ein bayerischer Junge, aber halt Benno Schmitz auf dem kölschen Karnevalstrikot. Diese Kombination, die fühle ich einfach. Also ich finde auch super, dass der Flock sich so von der Farbe herabhebt. Also mit Gelb machst du da nichts verkehrt. Hier sticht auch das FC-Wappen ein bisschen mehr heraus. Und hier seht ihr doch, Fasteloven-Trikot 2018, 2019 unter dem Motto Unsproch es heimert. Ja, das hättet ihr in den Nacken aufdrucken können, anstatt spürbar anders. Aber naja, ich habe dazu schon genug Videos gemacht, wieso ich dieses Motto hasse. Ja, und nochmal hier ein letzter Blick. Das für mich beste Karnevalstrikot aller Zeiten, Leute. Platz 8. Heimtrikot 1999-2000. Auch wenn es eine Zweitligasaison war, die ich natürlich verfolgt hatte, auch wenn sie mich so erst langsam zum Fan gemacht hat vom 1. FC Köln, war das so die Saison, wo wir meiner Meinung nach mitunter am dominantesten gespielt haben. Zumindest seitdem ich Fan bin. Und das verbinde ich halt mit diesem Trikot. Dieses Trikot hat mir sowieso vom Design her schon immer gefallen und da denkt man so halt an DSF, Montagabende. Das ist natürlich etwas, woran sich viele nicht gerne zurückerinnern. Aber es hat halt so diesen Vibe davon, diesen typischen Zweitliga-Abend, Hattrick gucken auf DSF und dergleichen. Das verbinde ich so damit, wenn ich das hier sehe. So diese schönen, harmonischen kölschen Abende mit gutem Fußball. Deswegen mag ich dieses Trikot so sehr. Ja, tatsächlich, das Trikot hat so vieles bei mir eingeläutet. Und in diesem Trikot hat der FC das erste Mal seine komplette Aufmerksamkeit auf mich gezogen. So, wenn wir mal ein bisschen hier zurechtzupfen, hängt ein bisschen schief. Ja, einfach, das Ding sieht zwar natürlich aus wie ein typisches Zweitliga-Trikot, aber ein Vintage-Zweitliga-Trikot. Genau so sieht es aus. Ich weiß nicht genau, wie ich es beschreiben soll, aber das schreit so ein bisschen nach Geschichte. Ich mag halt auch diese Knöpfe am Kragen. Ihr werdet noch herausfinden, ich bin ein ganz großer Fan von Knöpfen auf Trikots. Und ihr seht, hat auch noch diesen Glanz hier, so wie ich die Lampe aufgestellt habe. Ja, diese Streifen, wie sie so verlaufen und unterbrochen würden, das sieht hier stimmig aus. Ich finde es nur merkwürdig, dass der Geißbock hier nur aufgebügelt wurde. Aber keine Sorge, ist keine Fälschung, habe ich gegenprüfen lassen. Haben andere FC-Fans auch gehabt auf diesem Trikot. Hier nochmal. Dafür ist aber der VPV-Vlog
ein richtiger 3D-Vlog. Keine Ahnung, warum das so unterschiedlich war, aber egal. Ja, hier hinten seht ihr nochmal den Vlog. Und ja, Pascal Ojikwe, der einzige Ex-FC-Spieler, dem ich einen Wechsel zu den Pillen verziehen habe. Einfach, weil er so viel Gas gegeben hat in dieser Aufstiegssaison. Pascal Ojikwe, also nur ein Jahr in Köln, aber hat so viel Eindruck hinterlassen. Also, sorry. Der musste einfach auf dieses Trikot drauf. Ja. Also fasziniert mich bis heute noch dieses Trikot. Also so ein geiles Template, muss ich sagen. Wurde im Jahr zuvor auch in einer anderen Farbe getragen als Auswärtstrikot in schwarz-weiß oder so ähnlich. Ja, das ist es nun. Toll. Ich liebe dieses Ding. Platz 7. Heimtrikot 1998-99. Wir waren ja schon bei der Thematik Real Madrid des Westens. Und natürlich hat das hier dazu so richtig gepasst. Glänzender Stoff, glänzendes Polyester, komplett in weiß und das in der ersten Zweitligasaison. Ja, natürlich verbinden viele Fans das Schlechtes damit, aber vom Design her ist das Ding ein absoluter Kracher. Ein absoluter Kracher, also viele lieben dieses Trikot. Sehr viele tragen es auch gerne. Und ich finde, das ist eigentlich schon fast so eins dieser ultimativen FC-Trikots. Glänzend weiß mit roten Applikationen. Kannst du es besser machen? Ja, sicherlich. Das sehen wir an den nächsten Plätzen, die daraufhin folgen. Aber jetzt nochmal ein genauer Blick darauf. Und in diesem glänzend weißen Trikot hatten wir unser Zweitliga-Debüt. Oh Mann, soll man darauf stolz sein? Auf dieses Trikot sollte man es. Ich finde das einfach wie so ein ultimatives FC-Trikot. Ganz in weiß, glänzend, Ford als Trikotsponsor, fettes FC-Wappen, ihr seht das Gesamtbild und das ist einfach perfekt. Ja, okay, ja, man kann über diese schwarzen Linien streiten. Ja, ich bin kein Fan von Schwarz auf einem FC-Trikot, es sei denn, es ist ein Ausweichtrikot. Diese Umrandung, auf die ich gerade zeige, die hat mich vielleicht nur als einziges gestört. Aber es ist schön groß, das Wappen. Ja, richtig schön groß. Und hier noch dieser Puma-Aufdruck. Seht ihr diesen Stoff, dieses Polyester, wie es glänzt? Gerade das finde ich so schön an diesem Trikot. Ach, ich finde es einfach Hammer. Und diese Etiketten früher, die da drunter waren. Official Merchandise. Also, hätte ich gerne immer. Das war so schön auffällig. Es ist einfach halt so schön 90er. Der Vlog ist nicht original. So habe ich es halt auf Kleinanzeigen erstanden. Und ja, ich sag mal so, ich möchte nicht nochmal so ein Erlebnis haben wie mit dem Tredschock-Trikot. Azizi ist hier hinten drauf. Es ist so dick, wenn du das wegmachst, das hat trotzdem Rückstände. Deswegen, ich lasse es jetzt einfach so. Ich denke, im Stadion wird mich keiner ansprechen und sagen, hey, das ist ja gar kein richtiger FC-Vlog. Ja, habe ich halt Pech gehabt, aber egal. Hauptsache, das Trikot an sich. Muss ich mal an der Stelle sagen. Auch wenn ich natürlich ein Befürworter für Vlog bin. Weil ich mag es halt legit, so wie es auf dem Platz getragen wird. Und nochmal ein letzter Blick. Also für mich weiß, rot, Sport drauf, auffällig, glänzend. Ich weiß nicht. Geht's wirklich noch besser? Nun ja, Eigentlich schon. Das hier ist nur der Platz 7. Platz 6. Wabentrikot 1997-98. wenn wir schon mal bei schlechten Erinnerungen sind. Ja, ich weiß, sehr viele von euch verbinden damit Schlechtes. Erster Abstieg. Ja, das repräsentiert dieses Trikot höchstwahrscheinlich. Gehe ich mal fest von aus. Aber ich persönlich erkenne darin eine chaotische Schönheit. Ich weiß, was der FC damit vorhatte. Wollte so quasi ein Flammenmeer darstellen, weil so sieht es ja auch aus vom Muster her. Ist mir klar, ich verstehe die Intention, aber natürlich, das Trikot sieht schon ein bisschen trashmäßig aus. Aber gerade deswegen liebe ich es. Es ist so typischer 90s Trash. So ein typisches 90er Jahre Experiment. Und ja, das entspricht so quasi dem Zeitgeist der 90er Jahre. In dem Punkt, den End-90er, der VfL Wolfsburg hat dasselbe Template. Ich dachte mir schon damals, okay, ich mag die Wolfsburger zwar nicht wegen dem, was sie sind, aber das Template ist geil und schön, dass wir es auch haben. Ja, ich weiß, viele von euch mögen das Trikot nicht, sagen, das ist hässlich. Aber ich habe mal gehört, auch in Sachen Frauen, wenn du eine Frau immer länger ansiehst, dann wird sie umso schöner.
Also, keine Ahnung, es ist einfach so schön trashig, es ist ein richtiges Party-Trikot. Und deswegen mag ich es so sehr. Ihr könnt mich ruhig für verrückt erklären. Ich liebe dieses Teil. Da steht es wie eine Flamme, wie eine Fackel, die von Generation zu Generation weitergereicht wird und uns an unseren ersten Abstieg erinnert. Mann, ey. Aber ich finde das trotzdem geil. Ich verstehe schon den Hintergrund. Das hier soll eine Fackel bilden. Das hier einen Ball darstellen. Also, keine Ahnung, feuriger Fußball im Jahr unseres Jubiläums. Ich weiß, auch der Kragen sieht mega scheiße eigentlich aus, aber gerade seine Scheißigkeit feiere ich irgendwie bei diesem Trikot. Wolfsburg hatte dasselbe Template, primär in grellen Grün und, keine Ahnung, ich fand es bei denen geil, ich fand es auch bei uns geil, auch wenn ich Wolfsburg überhaupt nicht toll finde, aber naja, keine Ahnung, irgendwie finde ich es geil. Ja, Official Merchandise, ich habe ja schon gesagt, ich liebe diese fetten Etiketten. Das Ganze ist halt so ein, keine Ahnung, ein pures Vintage-Teil. Damit bis auf jeden Fall der letzte Schrei auf jeder 90er-Party. Und ich habe Pablo Thiam hier hinten drauf. Den habe ich auch schon beim VfB Stuttgart sehr gefeiert. Und nun ja, klar, beim FC, da war er dann doch nicht so lange. Kam aus der FC-Schule. Und ich finde, das passt perfekt auf dieses Trikot drauf. Also Thiam und dieses Trikot in Kombination. Seid doch ehrlich, das sieht doch irgendwie ziemlich cool aus. Ja, wie gesagt, ein typisches, sagen wir mal, Modeverbrechen der 90er Jahre. Ein Zeitzeuge. Ich liebe es. Platz 5. Heimtrikot 1995-96. Ich gehe mal davon aus, dass das erste Trikot gewesen ist, das massenhaft gekauft wurde, wo so richtig das Merchandising beim ersten FC Köln explodiert ist. Nicht nur wegen des Designs, für mich ist das persönlich das ultimative rot-weiß gestreifte Trikot. Wenn man halt das Design so nimmt, vom rot-weiß gestreiften her, dann ist es das ultimative. Es hat einfach alles, seht ihr gleich im Einspieler. Aber es gibt kaum ein Vintage-Trikot, das du so oft auf dem Sammlermarkt findest. Egal, ob du Kleinanzeigen dir ansiehst oder eBay oder Vinted, du wirst es finden. Also nur so ein kleiner Tipp von mir. Und deswegen habe ich es auch gleich 3-mal in der Sammlung. Alle guten Dinge sind 3. Ganz klar, dieses Trikot ist das ultimative Trikot, wenn du das Modell in rot-weiß gestreift haben willst. Ey, wie gesagt, hier, da sind Wasserzeichen drauf. Hologramme, nennt es wie ihr wollt. Überall Geißböcke, Schriftzug Köln. Was willst du mehr? Guckt euch mal an, wie perfekt diese Streifen ineinander übergehen. Dann auch noch Ford-Sponsor drauf. Klar, vielleicht wäre es mit einem braunen Geißbock deutlich schöner, aber hey, guckt euch das Gesamtbild an. Das sieht einfach aus wie pure Historie, wie Geschichte. Und als Langarm auch noch schöner, wie sich hier diese Streifen entlang des Ärmels bilden. Und noch einmal diese Hologramme. Leute, ich bin so ein großer Hologramm-Fan. Das kann ich euch gar nicht sagen, es gar nicht mal beschreiben, wie sehr ich dieses Trikot liebe. Es ist pure Liebe, diese Knöpfe. Und hier hinten drauf Dorinel Munteanu. Einer meiner allerersten Helden beim FC. Ich mochte immer diese filigranen Techniker und dann kommt er auch noch aus demselben Gebiet fast wie ich. Nachbarland von mir, Rumänien. Na? Ach Gott, ey. Ich gucke mir das hier stundenlang an und denke mir nur, wie schön willst du sein? Und es ist einfach nur wunderschön. Eins der besten FC-Trikots aller Zeiten. Ich hab's gleich 3-mal. Und Leute, es gehört noch zu den Trikots, die ihr noch am leichtesten käuflich erwerben könnt. Oh Mann, ich verliere schon fast meine Sprache. So schön finde ich das hier. Platz 4. Heimtrikot 1990-91. Ich denke mal, die meisten von euch haben dieselben Verbindungen mit diesem Trikot wie ich. Muki Banach, Pierre Barski, letztes DFB-Pokalfinale, auch wenn es nicht in diesem Template gespielt wurde. Es gab ja nochmal eine umgekehrte Version in Primär Rot, weil die Bremer halt weiß getragen haben an dem Spieltag. Wir haben es leider verloren, aber das war das letzte Mal, dass wir in einem DFB-Pokalfinale waren. Das war so auch wahrscheinlich eins der ersten Trikots, das so wirklich in Fanshops
käuflich zu erwerben war, wo du halt nicht irgendwie Kontakte spielen lassen musstest. Gilt wahrscheinlich auch für andere Trikots, aber gerade das war so langsam, aber sicher in Richtung Massenware. Mir gefiel das Strahlentrikot schon von Anfang an. Es hat halt was Edles, was Klassisches, aber trotzdem immer noch so was, ja, Verspieltes. Ich mag verspielte Designs. Und das gehört dazu. Natürlich auch brauner Geißbock da drauf. Kannst du bei mir nichts falsch machen. Und deswegen musste ich es so hoch ranken. Ja. Also, was geht euch durch den Kopf, wenn ihr dieses Trikot seht? Ich sage Icke Hessler, Mucki Banach, Pierre Barski und DFB-Pokalfinale ein Jahr später nach dem Release dieses Templates, nur in umgekehrten Farben sind wir dann im Pokalfinale angetreten, aber das war die Heimversion. Ja, ich liebe dieses Strahlentrikot, wie diese Strahlen sich so langsam ihren Weg nach unten bahnen und immer dicker werden. Und diese Samsung-Sterne, die dann halt auch in Rot und Weiß erstrahlen. Langärmig, ein schlichter, aber schicker Kragen. Wunderbar, ich liebe dieses Trikot. Also, kurz und knapp kann man nur sagen, ich liebe es einfach. Und ihr alle draußen auch. Und ihr seid auch alle neidisch, dass ich es habe. 100%, was soll ich auch anderes sagen? Ja, hinten ist nichts drauf. Ich werde es wahrscheinlich auch dabei belassen, um die Originalität nicht irgendwie, ja, wie soll ich sagen, später in Frage gestellt zu bekommen. Ja, wie gesagt, da wäre es nochmal. Ich habe wirklich lange nach diesem Trikot gesucht und ich muss wirklich sagen, ganz, ganz stolzer Besitzer dieses wundervollen Trikots. Also, ich lieb's. Platz 3. Heimtrikot 1996-97. Domspitzen im Kragen, verrücktes Ärmeldesign, primär weiß und ein fettes Hologramm. Also von allen primär weißen Trikots gehört das zu meinen absoluten Lieblingen. Fast schon ultimativ. Wäre da jetzt noch ein brauner Geißbock drauf, dann wäre das Ding wahrscheinlich Platz 1 geworden. Von Anfang an schockverliebt gewesen in dieses Design. Trage ich unglaublich gerne. Wirklich, das Trikot kann ich sagen, ist pure Liebe. Ist pure Liebe und mit genau dieser Liebe wird es jetzt unter die Lupe genommen. Wir nähern uns der Perfektion. Und was soll ich euch sagen? Ihr habt direkt wahrscheinlich auch schon das Hologramm gesehen. Ihr wisst ganz genau, ich bin der Hologramm-Leo. Damit kannst du mich irgendwie immer erwischen. Aber auch generell, ich bevorzuge ja die Farbe weiß-rot. Und ey, was habt ihr da mit mir gemacht? Domspitzen im Kragen. Ey, wie genial seid ihr eigentlich? Das und hier dieses kölsche Panorama als Hologramm in weiß, richtig schick. Und diese ausgeflippten Ärmel und natürlich auch wieder die Knöpfe. Ihr wisst ganz genau, dass ich diesen Style extrem abfeiere. Ihr werdet euch wahrscheinlich noch an den Kopf packen, was ich hier besser gefunden habe als dieses Trikot. Und ja, guckt euch diese Ärmel an, diese verrückten Muster, wie sie das ganze Trikot zieren. Es ist einfach wunderschön. Es ist einfach wunderschön, dieses Trikot. Also, wirklich, es ist eigentlich schon fast mein größter Stolz, nahezu. Wären dann nicht noch die anderen zwei Kandidaten, die drüber stehen. Seht euch einfach an. Ich denke, viele von euch haben sich dieses Trikot, zumindest je nach Altersklasse, geholt. Ich habe es mit Vladoju drauf. Ja, ich weiß, eigentlich ein relativer Transferflop, aber ich kenne ihn noch irgendwie von dem Spiel WM 98 und das ist halt dann wieder dieser ideelle Wert, der im Kopf hängen bleibt. Das war das erste Fußballgame, das ich gezockt habe und deswegen Vladoju musste drauf. Und nun ja, ein weiteres Schmuckstück in meiner Sammlung. Oh Mann, genial das Ding. Platz 2. Heimtrikot 1994-95. Ja, auch dieses Trikot, das schreit einfach pure 90er. Dieses verrückte Kastenmuster und auch dieser Polostoff, aus dem es besteht. Wow, ist das Trikot geil. Hab's auch mehrmals mir geholt. Und zudem, dass ich hier auf dieser Aufnahme für euch bereitgestellt habe, da gibt's noch eine kleine Story zu. Also ich hatte da so einen Button. Wartet mal kurz. Der hier ist es. Das ist der hier.
Der wurde damals bei der Szene verkauft. Das war 2024. Und da sind wir abgestiegen an dem Tag. Und ein Kumpel von mir, von den Fedels-Jungs, der Flo, den habt ihr gesehen in der Reportage über die Fedels-Jungs. Der ist ein absoluter Fan der Szene und er mag die ganzen Szeneartikel. Und der hatte dieses Trikot über. Und ich hatte den hier doppelt. Und da meinte, hey, was willst du für den haben? Ich so, ja, keine Ahnung. Was hast du denn anzubieten? Meint er, hier, das hier habe ich doppelt. Ich so, okay, der so, ja, das ist mir zu groß, weil Flo ist ja ein bisschen schmächtiger gebaut. Ich so, tausche jetzt gerade tatsächlich einen Button gegen dieses Trikot? Ja, habe ich getan. Deswegen habe ich es mehrmals in der Sammlung. Ja, das ist wieder die kleine Geschichte, die ich mit diesem Trikot verbinde. Tatsächlich so ein geiles Vintage-Trikot nochmal für lau bekommen. Ja, das sind die Stories, die dieses Ranking wahrscheinlich so ausmacht. Und deswegen, einfach weil es mein zweitliebstes Design ist es ein verdienter zweiter Platz. Also ehrlich, Leute. Dieses Trikot ist doch wohl pure 90er Jahre. Dieses retro-futuristische Design, dieses verrückte Muster. Das war so, glaube ich, das erste Mal in der Geschichte des FCs, dass er sich sowas getraut hat. Und ich denke, es war auch ein ziemlicher Verkaufsschlager. Ich habe es oft bekommen. Ja, ihr seht, das ist schon des Öfteren getragen worden. Deswegen auch die ganzen Ziehfaden. Aber okay, das zeugt davon, das hier ist nicht irgendeine Fälschung vom Markt. Ja, und natürlich so ein moderner Knopf, so ganz moderner Knopf, so einer zum Zustecken. Das Muster spiegelt sich dann auch wieder auf den Ärmeln. Also ich habe schon vor Anfang an gemocht, schon wo ich das erste Mal gesehen habe auf Fotos und dergleichen. Also eigentlich ein Muss für jede FC-Sammlung. Ich kenne kaum einen älteren FC-Fan, der es nicht hat. Und ja, hier die Rückseite, da ist kein Vlog drauf, aber leider Autogramme. Hab's ja halt nachgekauft und ich bin kein Autogramm-Fan. Vor allen Dingen, ich habe keine Ahnung, wer da unterschrieben hat. Und eigentlich könnte jeder Idioten-Trikot selber unterschreiben und behaupten, ey, da hat der und der Spieler unterschrieben. Willst du das herausfinden? Ihr könnt gerne einen Screenshot machen und mir dann sagen, wer hat alles unterschrieben. Keine Ahnung, aber ja, einer der ersten, in Anführungsstrichen, Modekracher beim ersten FC Köln. Wirklich eins der Trikots, wo ich sehr lange nach gelächzt habe und ein stolzer Besitzer von bin. Platz 1. Pepsi-Trikot 1993-94. Boah, wie lange ich nach diesem Trikot gesucht habe. Wie wichtig mir das war, dieses Trikot zu bekommen. Das ist quasi so ein heiliger Gral in der Fanszene. Also einer der heiligen Gräle. Ich habe einen Kumpel, der ist richtig neidisch, dass ich das hier habe. Er hat immer gesagt, boah, ich will das Pepsi-Trikot, ich will das Pepsi-Trikot. Und dann, eines Tages gehe ich auf Kleinanzeigen, sehe ich, eine Frau inseriert es für 90 Euro. Das ist natürlich Größe S, ich kann es aktuell nicht tragen. Ich sehe mal zu, dass das wieder dazu kommt, aber ist tragbar, wenn man ein paar Kilogramm verliert. Aber ich will es wieder tragen. Halt mir das mal fest. Ein Trikot gehört an den Mann. Und das hier muss man mit Stolz tragen. Ja, ich hab's. Nur weil eine Frau ein bisschen unachtsam war und sich nicht erkundigt hat, was das für einen Sammlerwert hat. Allein schon die Kombination mit dem Sponsor. Manchmal ist auch der Sponsor derjenige, der das Trikot erst so schön macht. Deswegen perfekt. Dann auch noch, wie der Geißbock hier platziert ist, wie es auch schon wieder so leuchtet durch das Polyester und wie geschmeidig dieses ganze Muster sich um dieses Trikot legt. Für mich war das absolutes Must-Have. Ich habe es schon immer gewollt und als ich es dann hatte, überglücklich gewesen. Ich habe es auch nochmal mit der Citibank-Version, also wo dann Citibank da drauf zu sehen ist als Sponsor, aber halt Pepsi-Trikot ist Pepsi-Trikot. Hier ist die Verbindung komplett perfekt. Und deswegen mein absoluter heiliger Gral, meine Nummer 1 in meiner Sammlung. Einfach bis heute schockverliebt. Und da steht es nun wie ein rot-weißer Krieger auf dieser Schneiderpuppe. Das für mich schickste und schönste FC-Trikot aller Zeiten. Und hier macht der Sponsor auch viel aus. Weil gab nicht viele, die Pepsi als Trikotsponsor hatten. Wir gehörten dazu. Das macht es so typisch 90er Jahre. Ich denke da direkt an Michael Jackson und sein Sponsoring mit Pepsi und der FC trägt es.
Ah ja, stimmt, eine kleine kölsche Verbindung gibt es ja, weil das Phantasialand ist ja auch dort in der Nähe. Da wurde eine Achterbahn von Michael Jackson eröffnet. Ja, keine Ahnung, vergessen wir jetzt mal Michael Jackson, konzentrieren wir uns auf den ersten FC Köln mit seinem, meiner Meinung nach, schönsten Trikot. Ich kenne so viele Leute, die mich beneiden. Ja, hier sehen wir auch wieder diesen Knopf, diesen zudrückbaren Knopf und natürlich wegen dem Geißbock und diesen Linien hier, das ist einfach alles so perfekt im Einklang. Die Hologramme, die jucken mich nicht viel auf diesem Trikot. Man bemerkt sie kaum, aber egal. Das hier ist auch wieder so eine Longsleeve-Version. Longsleeve ist einfach bei Sammlern extrem beliebt und fast schon ein Muss. Mann, wie schön es da steht. So richtig stolz. Ja, hinten der Bereich, wo noch ein Flock gefehlt hat. Auch so ein schönes Schildmuster drauf. Der erste FC Köln Flock, der war schon mit integriert. Hier fehlt gegebenenfalls noch eine Rückennummer. Hier gab es nur Rückennummern. Aber okay, das ist egal. Wir lassen es so. Ja, hier seht ihr nochmal das Label. Made in Germany. Und ja, da steht es nun. Das für mich schönste und beste FC-Trikot aller Zeiten. Ihr könnt gern anderer Meinung sein, ist nicht schlimm. Aber das ist einfach meine Wahrnehmung. Das für mich schönste FC-Trikot aller Zeiten, das Pepsi-Trikot. Ja, liebe Freunde, das war mein Trikot-Ranking, die Top 20 meiner Sammlung, die besten Trikots, die ich in meiner Sammlung habe. Meine persönliche Top 20. Ihr könnt gerne mal in den Kommentaren schreiben, was so euer Lieblingsstück in der Sammlung ist, wie ihr vielleicht so das Ganze gerankt hättet. Natürlich bitte hatet mich nicht, dass ich die ein oder anderen Sachen reingenommen habe, die gerne ein bisschen kontrovers gesehen werden können. Das ist halt mein persönlicher Geschmack, wirklich mein persönlicher Geschmack. Wenn ihr es anders seht, ist es vollkommen okay. Kein Problem damit. Ja, also, von daher, danke auf jeden Fall für jeden, der eingeschaltet hat. Und generell bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen. Und dann sage ich mal an der Stelle, auf Wiedersehen. Denn wir uns noch wiedersehen. Das Beste der Welt. Trikots total, zusammen ist sie alt.